Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Ja, du weißt in der letzten Episode aber wirklich sehr punktgenau, was die Zeit angeht. 30 Sekunden hätten wir noch übrig gehabt, dafür hat die vorletzte Episode 7 Minuten Überlänge gehabt. Jo, Allah, so ist das halt. Aber ich versuche mich halt immer so ein bisschen an die 20 Minuten Grenze zu halten. Aber wenn es dann etwas ist, was halt wichtig ist, dann will ich das auch nicht so aus dem Kontext reißen, weil die Erklärungen vom Garland hätte ich jetzt ungern unterbrochen. Schalter, dann drücken wir doch glatt. Huch. Das habe ich so gar nicht mehr im Kopf, aber da erscheinen dann anscheinend Gegner bei den leuchtenden Dinger. Okay, das werden wir jetzt mal nicht mehr packen. Vielleicht wieder so fett Schildkrott. Genau, sprach der Meister. Ach du Scheiße. Ja, Lilly, wir können alle gerade wieder runde Heilung gebrauchen. Sie dann fühlt sich doch sehr belästigt dadurch. Ja, der zählt das auf 0 runter. Und wir könnten mal einfach mal Flair anwenden, einfach nur weil es Spaß macht. So, 1776 Schaden hat er gerobbt. Steiner darf ruhig auch nochmal gern drauf kloppen. Und dann gibt es nochmal Vitra für sie dann, falls er das überlebt. Ich bezweifle, dass das Riesenvieh das jetzt überleben wird. Weil Flair ist schon einer von den mächtigsten Zauber. Uff, da. 5264 Schaden hat er gerobbt, der kleine Mann. Ja, seine Schwarzmagie ist jetzt definitiv sehr stark. Scharfsinn und MP plus 20% wurden gelernt. Okay, halte mal eine Gaul an. MP plus 20%. Woher kommt dann das? Ah ja, das kommt von Do. Und sie dann hat auch wieder was gelernt. Und mir fällt hier auf. Wir sollten dringendst vor allem anderen von dem Eifersplitter anfeuern noch lernen. Weil das ist sehr wichtig, die brauchen wir später für zum Schmiede. Da brauchen wir beide Eifersplitter. Deswegen sollte sie das definitiv vorher noch lernen. Und für sie dann gucken wir jetzt noch, was wir für den haben. Ja, der Drachenreif wäre schon ziemlich gut. Dann soll er denn meinetwegen haben. Okay, wir gucken uns hier nochmal um. Da können wir einfach so durchlatschen. Aller Hopper, aber da brauchen wir wahrscheinlich die Brücke, die wir durch den Schalter hier kriegen. Das heißt, meide die Lichter. Das wird jetzt auch wieder sehr lustig mit mir. Der so generell ziemlich verpeilt durch die Gegend rennt. Aber wir probieren unser Bestes. Natürlich wird der Schalter gedrückt. Ist doch Logo. Ich kann mir von nichts die Finger lassen. Oh, toll. Cool. Gleich mal wieder in die Scheißerei gerannt. Ich wollte eigentlich noch ohne und der latscht noch links an dem Ding vorbei. Aller Hopp. Ja, haben wir halt noch so einen Abaddon als Gegner. Schade kann's nix, die geben mir gutes Geld. Steiner, Rotz drauf. Sie dann... Ups, jetzt habe ich mit Vivi drauf gekloppt. Na egal. Du kannst jetzt Bahamut festrufen, ne? 2 fehlen aber noch. Konterzauber gibt's auch hinterher. Ah, gibt Blitzka gerade hinterher. Sehr schön. Das finde ich sehr gut. Vita einfach nochmal für alle. Und Steiner darf nochmal drauf hauen. Oh je, Vivi hat ihn verfehlt. Sie dann getroffen. Nochmal für alle hinterher. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob das MP verbraucht, der Konterzauber. Aber er kriegt nur mit Esprit nachher abgezwackt. Ja, Sichel für Steiner noch. Aber der kontert auch. Hohoho, und zwar nicht schlecht. Sehr schön. So, wie viel Geld geben die eigentlich? Das kann ich mal drauf achten. Erfahrung und AP bringen so auf jeden Fall genug, die Viecher. Für ein paar Level-Ups reicht und 3755 Gil bringt er noch. Ah ne, Quatsch. Habe ich jetzt erst. Mist. Falsch geguckt. Okay, noch einmal. Das kann jetzt wirklich lustig werden, da ich generell dazu neige, in so einen Scheiß reinzustolpern, ihr liebe Leid. Oh. Du hast was gesagt, Yankee. Du hast was gesagt.
Was ist denn das jetzt? 3 Dopspell. Anna. Hopsa. Okay. Scheint ja wohl gut Schade zu machen. Dann machen wir doch einfach mal Flair auf die ganze Bande hier. Oh, geht nicht. Geht immer nur auf Enna. Okay. Akzeptiere ich mal so. Viren-Kombo. Alter. Glücklicherweise verfehlt. Mistviecher. Du machst erstmal nix. Steiner darf auf den ersten Achtruf kloppen. Ist aber auch schon eine geile Animation für Flair. Das hat schon schade gemacht, aber wir halten was aus, die Dopspell. Das werden aber immer weniger. Volker kommt hinterher. Ah, das könnte ein Konterzauber. Aber jetzt auf die MP8 142. Ja, gibt einer. Jetzt wacken wir dann nochmal MP ab. Und anscheinend verbraucht Vivi dafür keine MP. Das ist sehr cool. Da kann man ja eigentlich so argumentieren, dass Vivi dann sozusagen den Zauber aufsaugt und kontert ihn einfach wieder zurück, ohne dass er seine eigene MP dafür verbrauchen muss. Okay, jetzt ziehen wir wieder ab und kommen wieder an 77 MP dran. Sehr schön. Und Steiner gibt ihm da recht. So, die 3 Dopsball-Kombo haben wir jetzt auch fertig gemacht. Und immer Reflex hat er gelernt, der Steiner. Hopsa-Karte gibt es auch noch dazu und über 3000 Gilhammer kriegt. Okay, Steiner. Immer Reflex hast gelernt. Dann gucken wir mal, dass wir was anderes fertig kriegen. Was kann schon noch lernen? Ah, Reinkarnationsring Segen, natürlich. Sehr wichtig. Okay, jetzt noch einmal. Wir prägen uns erstmal das Musterei. So. Ah, da komme ich doch relativ gut rum, würde ich sagen. Wenn ich am Anfang doch rechts runter gehe, komme ich ziemlich gut an. Okay. Okay, fangen wir es nochmal von vorne an. Ja. Das sieht okay aus soweit. Ja. Nicht so hastig. Dann kommen wir auch so durch. Genau, dann steht nämlich hier die Brücke. Und so kommen wir auf jeden Fall ins Pandemonium direkt und nicht nur in den Kerker. So, manchmal ist es auch einfach besser zu beobachten und zu erforschen. Bringt ja auch meinen Job als Archäologe mit sich, beobachte und dokumentiere. Genau dasselbe mache ich hier. So, was ist denn das hier? Was so lustig rumschwebt. Momentane Höhe. Okay. 3, 4. Das habe ich alles leider echt nicht mehr im Kopf, ihr liebe Leid. Da muss ich jetzt erst nochmal in den anderen Raum gehen und gucken, wie es sich drehen muss. Okay. Da muss ich dann nochmal beobachten, was ich... Ah ja, da oben dreht sich was. Ah ja, okay. Da komme ich nicht dran. So kann ich mal nicht drauf springen. Dann gucken wir doch mal, dass es sich erstmal noch rechts unten dreht. So, das scheint ja wohl die Plattform zu sein. So. Das wäre die Richtung, die gewünscht ist. Jetzt gucken wir mal, was wir dort damit anfangen können. Müsste jetzt funktionieren, genau. Und schmeißt uns da raus. Und hier landen wir aber nirgendwo, wo es wichtig wäre, wo wir was Optionales abgreifen könnten, oder? Da können wir da hoch. Im Endeffekt scheint es doch relativ egal zu sein, ne? Ja, gut. Nee. Das bringt uns noch was anderes. Okay, das bringt uns anscheinend doch noch was anderes. Wenn wir die anderen Teile noch verwenden dafür. Jetzt muss ich gerade nochmal aufgucken, wie diese Plattform da aussah. Ist ja Glück mit den Gegnerbegegnungen. Das ist ach so, Annie.
Ach so, noch ohne zeigen, die Platt. Na gut, wir probieren sie jetzt einfach mal alle aus. Ups, ja. Kaum habe ich es gesagt, schon kommen sie natürlich schon arg gewatschelt, die Gegner. Ah, na. Oh nein, das sind die Marlboro. Und nicht die Zigarette Marlboro, die Gegner hießen so. Nee, Moorball hießen sie hier. Okay. Ja, der Stein haben sie bei sich. Aber eigentlich hießen die Biester Marlboro und sind auch immer welche von der letzten Gegner. Also Gegner in der letzten... Gegner in der letzten Ebene von Final Fantasy. In der letzten Dungeons kommen die Viecher meistens vor. Ja, das sind schon üble Kreaturen. Deswegen verlangt es auch noch üble Zauber. 2860 bringt es nur. Scheiße. Okay. Achso, gewundert, dadurch, dass der uns auf den falschen Fuß erwischt hat, greift der Mistkerl uns falsch rum an, dass Steiner und sie dann jetzt in die hintere Reihe sind. Apropos Esprit, das könnte ich mir auch bei dir mal erlauben. Deswegen machen die jetzt auch wenn ich ja schade, weil sie hinter sind. Wir holen mal Bahamut. Hilflos sind wir definitiv nicht. So, Steiner weiter drauf. Bleibt zu hoffen, dass Blitzka auf Vivi geht. Ne, es tritt wohl Steiner. Okay. Mal gucken, was Bahamut hier macht. Gut, dann nochmal Flair hinterher. Ja, Bahamut hat auch ein bisschen was abgezogen. Und zipp. Ah, verfehlt. Scheiße. Mundgeruch. Ja, das ist ziemlich übler Scheiß. Das macht nämlich jeden Zustandsveränderung Scheiß auf der Person. Aber Steiner hat es schon geregelt. Das ist die hauptsächlich üble Fähigkeit von diesem Marlboro oder Moorball-Viecher, dass die sämtliche Zustandsveränderungen hervorrufen. Steiner hat noch Schocker gelernt, aber was Besseres als Waffe haben wir sowieso gerade nicht für ihn parat. Da brauchen wir ein paar Aare-Troppe für dich, sie dann. Gut, gut. Okay. Nee, das war falsch. Dann müssen wir doch rum wieder. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr an der Anfang zurück, kann das sein? Ja. Oh, leck. Dann doch wieder da runter. Oder sind wir da rausgekommen? Nee, da geht's auch nicht. Jetzt hat sich das dappische Ding verdreht. Dann doch von da wieder, ne? Pardon. Okay. Du kriegst auch nochmal einen Flair auf die Gosch. So. Gut, großartig heile können wir da jetzt auch nicht. Vivi sag ich. Lili ist halt nur für den Kampf da, nur fürs Heile da. Sehr schön. Steiner verfehlt und dann gleich ein Konter hinterher. Gigant darf A-Greifer. Steiner darf auch nochmal A-Greifer. Und ja, Vivi hat ihn erledigt. Sehr schön. So machen wir das. Okay. Level up für unser Magier. Und dann wieder runter mit uns. Jetzt probieren wir es doch gerade mal in die Anna-Richtung. Damit wir auf die gegenüberliegende Seite einsteigen können. Ja. Genau. So müssten wir auf der anderen Seite einsteigen können. Oh. Doch noch einer hoch. So. Oh Mann. Das ist schon übel, wenn man so Sachen einfach nicht mehr auf dem Schirm hat. Das ist zu lang her, dass ich es wohl gespielt habe, merke ich. Aber das soll uns hier trotzdem keinen Abbruch tun. So. Und jetzt dreht sich der Schampel bis do hier. Ja, das bringt uns jetzt leider auch nicht weiter. Aber mal abwarten. Eventuell bringt es uns hier doch irgendwas.
Dass wir da hoch können. Ja. Aber so können wir nicht einsteigen. Nee, da brauchen wir anderes. Jetzt ist nur die Frage, was? Moment, da sind wir rauskommen. Nee. Sorry. Sind wir da rauskommen. So. Jetzt müssen wir doch nochmal gucken, wie das Ding sich am besten da drehen lässt, dass wir halbe Umdrehungen machen müssen nur noch. Damit wir da bei der Truhe aber rauskommen. Ich lasse mich jetzt da auch nicht abhalten davor. Das probiere ich jetzt nach wie vor bitterbös und eisern aus. Wir drehen nochmal einer hoch. Probieren es mal so nochmal. Irgendwo muss es ja Plattformen geben, wo das funktioniert. So. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegten. Das müsste jetzt hier passen, oder? Nee. Dann müsste das doch weiter auf der Ebene passen. Aber anders kommen wir doch nicht hoch, ne? Du guckst blöd. Tja. Nee, da habe ich wohl in die Hose geschissen, ne? Das geht anders nicht. So komme ich natürlich doch nicht hoch. Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Man möge es mir verzeihen, wenn ich das jetzt erstmal nicht gebacken krieg. Und probieren es trotzdem bis zum bitteren Ende aus. Komm schon her, du Scheißdreck. Ja, du passt da. Und er schmeißt uns da wieder raus. Okay. Schmeißt er uns dann da wieder raus? Ja, du passt da. Na Allah, so wäre doch ein Schuh draus, ihr liebe Leid. Man darf sich nur nicht unterbringen lassen von dem ganzen Mist. 20.007 Gil-Erhalter. Na Allah, das war's doch wert. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das einfach so unabhängig funktioniert mit der linken Plattform. Ja, 20.000 Gil lassen sich durchaus sehen, die können wir sehr gut gebrauchen. Sie dann haut drauf. Vivi saugen MP ab. Nicht so gut. Und Steiner rotzt doch einfach mal drauf. Das ist das Schöne bei Vivi, dass wir uns die MP selber wieder besorgen können. So. Und Sichel auf Steiner. Das hat getroffen. Mach bitte einen Konter. Schade. Macht er nicht. Aber er kann immer so drauf schlagen. Ja, es beendet es immer noch nicht. Lass ich ihn mit Vivi normal angreifen. Und Viren fliegen. Geht. Ach, du ranziges Scheißvieh. Aber wenigstens hat es Lilly nicht verseucht. Na komm, Steiner. Nachdem sie dann das jetzt leider nicht gepackt hat, muss es Steiner beenden. Tornado-Klinge. Okay. Komm, das kriegen wir alles hier. Was? Sehr schön. 6.160. Das nenne ich mal ein Crit. Steiner wird echt immer praktischer im Kampf. Oh, Lilly ist tatsächlich vergrützt. Scheiße, die hat die die AP jetzt nicht mitkriegt. Scheiße. Man braucht so ein Vakzin, ganz dringend. Ja. Schade, dass man von dem ganzen Zeug ausgeschlossen ist, wenn man vergrützt ist. Äußerst schade. Oh, okay, tatsächlich, da brauchen wir das andere Ding. Na gut, dann müssen wir es wieder auf, Mist. Dann müssen wir es wieder ohne Ei stellen. Alles kein Thema. Kriegen wir hier. Das war nicht unsere Plattform, ne? Doch, das war's auch. Sehr schön. Dann stellen wir es jetzt wieder so ein, dass es noch ohne zeigt, zu der ersten Plattform. Das war nämlich die Plattform, die uns noch geführt hat. Huch, planlos rumprobieren wird wohl nicht helfen. Hier kommt wohl nicht voran, wie erhofft. Allerdings. Wir werden uns mit der Vorrichtung befassen, mein Bester. Geht ihr zum Aufzug und warten dort. Jo, Logo. Warum will ich hier gleich drauf kommen? Ihr bleibt hier und betätigt das Teil, sodass wir mit dem Aufzug weiterkommen.
Alle Hoplites, ich verlasse mich auf euch. Okay. Können wir auch so machen. Aufzugschalter. Das muss in die Richtung... Nee. Das war die Richtung, genau. Genau. War nicht schlecht. Oh, hoppla. Okay, ist ja gut, ich hab's kapiert. Haben wir einer zurück. Ups. So rum. So wird ein Schuh draus. Aber das ist natürlich sehr angenehm, das so zu machen. So ist es für uns doch extrem angenehmer, als ständig hier und her zu latschen. So. Und dann nur noch zum Schluss durch. Und dann müsste das passen eigentlich, ne? Genau. Und so geht's hoch. So. Und passt genau hier rein. Aller hopp. Gut. Dann haben wir die Aufzugsprobleme auch hinter uns gebracht. Und das scheint ja wohl wieder ein Teleporter zu sein. So wie die in Kujas Wüstenpalais. So, ihr liebe Leid. Steht Sache. Das hier ist dann wieder etwas, worum wir uns morgen kümmern können bei Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Wir sehen uns danach wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.